Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und bei mir ist eine Frau, die mir immer wieder Nachrichten hinterlässt. Zum Beispiel, wenn ich an einen Arbeitsplatz gehe, an einen Bildschirm, wo sie davor war, da ist ein Post-it, darauf steht: Ich weiß, was du im Sommer 1999 gemacht hast. In Rot geschrieben, ohne Unterschrift. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, das Rot hat mich jetzt, das könnte fast ein Liebesbrief sein. So wie so ein Erinner mich. Nee, aber du willst natürlich, dass ich die Angst einjage. Da ist es ziemlich lame, wenn ich das mit Post-its am Bildschirm mache, finde ich. Ich müsste doch eher dich nachts im Bett aufrütteln und anbrüllen. Was hast du gemacht? 99, oder? Übers Telefon habe ich dich ja schon in anderen Folgen öfter malträtiert. Was hast du 1999 gemacht? Warst du auf einem Rave, für den du dich heute schämst? Ich glaube nicht. Irgendwas Schlimmes, für das du dich rächen musst, 25 Jahre später. Ich schaue meinen Körper an. Ich finde keine Namen, die ich mir nicht erklären kann. Ich habe beide. Nein, ich wüsste nichts. Mit deiner besten Freundin von damals, deinen Geschwistern. Hey, knock on wood. Nein, alles gut. Auf meiner Seite. Was stimmt bei dir nicht? Was hast du 1999 gemacht? Jetzt will ich es aber auch wissen. Ihr merkt schon, es ist eine Vollmondnacht. Das heißt, wir haben ein Grauen-Spezial im Krimi-Podcast. Und das geht heute mit einer Folge los, die Wahrheit oder Tat heißt. Und da erfahren wir endlich, was passiert ist bei unseren 4 vom Lagerfeuer, inklusive Zoe. Susanne guckt mich sehr böse an, weil ich wunderbar ablenke. Das ist mir aber ganz egal. Aber du hast mich gekriegt. Eben, die Wahrheit über Zoe, die will man ja jetzt doch endlich mal hören. Oder? Aber ich habe jetzt zum Glück noch eine Abmodi. Also viel Vergnügen bei der 16. Folge aus unserer Grusel-Hörspielserie Grauen, Wahrheit oder Tat. Viel Spaß. Hey Zoe, wo willst du hin? Wir machen das Lagerfeuer doch immer an dieser Stelle. Heute nicht. Wir müssen zurück zu der Doppelmühle. Zu der Doppelmühle? Zoe, komm, jetzt sitzen wir doch zuerst mal an. Nein, ich weiss jetzt alles wieder. Alles, was passiert ist. Ich habe eine Idee, aber für das müssen wir noch mal in den Wald rauf, zu der Doppelmühle. Also, so wie vor 20 Jahren? Ja, wie vor 20 Jahren. Hey, Zoe! Zoe, warte auf uns! Zoe! Zoe! Ich frag mal, ich hab gerade das Baum verstecken. Das hat sie doch eh geschmeckt. Scheiße, Zoe. Deine Mutter ist ja mega hässlich geworden. Hat sie nicht gewusst, dass wir Party machen? Nein, ja, ich habe nicht gewusst, dass sie schon wieder heimkommen. Die ist immer so drauf. Wollen wir nicht noch mal zurück und ein bisschen aufräumen? Hey, wollen wir nicht noch mal zurück ein bisschen aufräumen? Langweilig. Hey, kommen, es ist so früh. Wir wollten doch Party machen, oder? Du Party! Hey, ich weiss, was wir machen. Wir gehen einfach auf in den Wald zu der Doppelmühle. Oh, yes! Es ist 1:30 in der Nacht. Man sieht einfach nichts. Wieso ist doch geil? Man sieht voll viel. Ja. Ich glaube, ich muss eher langsam heim. Ich habe eben noch mein Velo am Bahnhof abgestellt und ich muss das noch holen. Sorry, langsam frage ich mich wirklich, warum ich dich überhaupt eingeladen habe, Steffi. Also, ich bin dabei. Und, da oben könnten wir ja noch ein Feuer machen. Ja, Musik haben wir auch. Und der Phil hat ein Sixpack und die eine Flasche Wodka. Los! Los! Hey, Zoe, warte auf mich! Zoe! Gehen wir auch, Steffi? Ich meine, vielleicht ist es ja wirklich noch cool. Da oben ein Feuer machen. Gruselige Geschichten erzählen. Ja. Ja, es ist ja wirklich sehr hell. Schau mal rauf. Der Vollmond, voll schön. Es schmeckt mega fein. Nur die beste Qualität. Das hat mein Bruder von seiner Maturareise zu Amsterdam mitgebracht. Tata?
Fertig. Du rollst schon die besten Joints, Besim. Steffi, willst du auch einen Zug? Steffi doch nicht. Sicher. Hey, habt ihr vorher gesehen, die Brücke? Dort hat sich doch der Nadine Francoli ihren Vater aufgehängt vor einem Jahr. Franzoli. Was? Nein, Francoli, doch. Das ist... Franzoli. Nein. Ist so gleich, er ist am Abend nach dem Arbeiten ist er nicht heimgekommen und am Morgen drauf hat er einen Joggerin gefunden. Einfach so von der Brücke runtergegangen. Krass. Hey, Phil. Hast du denn etwas mit der Nadine gehabt? Kann schon sein. Wieso? Bist du eifersüchtig? Hättest du gern. So weiter jetzt, so schaffen wir es nie zu dieser Doppelmühle. Okay, los! Hey, Besim, kannst du schnell warten, bitte? Ich muss mega dringend. Ja, klar. Aber wartest du da? Ja, sicher. Ich chill da zum Bachrauschen. Okay. Steffi, musst nicht so weit, ist dunkel. Ja. Wer ist da? Besim? Es ist im Fall nicht lustig. Mom? Hilfe! Hey, fuck. Nein, please, Mom! Was ist das? Besim? Hilfe! Besim! Besim! Was ist los? Brennnessel? Nein, das ist im Was, Fall was, was? Ich habe eine Kinderstimme. Ich habe gemeint... Was? Nichts. Steffi, Ich was ist? weiß auch nicht. Sorry. Beruhig dich. Ich glaube, dir ist das Gras ein bisschen zu fest eingefahren. Ja, Komm, wir gehen zu den anderen rauf. okay. Oh Mann, da sind wir ja endlich. Ich verpasse die ganze Party. Hallo! Wir sind aber noch nicht so weit mit dem Feuer. Oh, schau, es hat sogar eine Feuerstelle. Noch ein bisschen Wodka, Steffi. Die Flasche ist ja fast schon leer. Also, ich hole in dem Fall mal Holz. Kommst du mit, Phil? Spinnst, Mann? Ich war gerade am Feiern mit der Zoe. Hast du Angst vor dem dunklen Wald, oder was? Voll nicht. Du. Zoe sieht hure hübsch aus heute Abend, findest du nicht auch? Sieht doch wie immer aus. Ich glaube, die steht auf mich. Alle stehen doch immer auf dich. Doch, Mann, die schaut mich immer so an. Hast du nicht gemerkt? Phil, ich glaube, Herr Zoe hat gerade ein bisschen andere Probleme. Hm? Nein. Ich habe ein gutes Gefühl für heute Nacht. Holz, Phil. Wir suchen Holz. Jetzt reiss dich ein bisschen zusammen, Alter. Ja, ist ja schon gut. Hey, ich gehe mal dort hin schauen. Da hat es eh nichts rechts. Von mir aus. Klar gewesen. Der Jugo trägt das Holz und er labert von seinem Pickup-Game. Nein. Ah, fuck! Was ist das? Fuck, Blut! Oh Gott, das Reh. Aber beim Kopf fehlt ja die Hälfte. Scheiße. Wow, und der Brustkorb alles offen. Was ist das? Das Herz. Es schlägt. Fuck! Was? Shit, nein! Nein, ich kann nicht! Ich kann nicht! Shit, nein! Scheiße! Besim, was machst Da ist Blut! Überall Blut! du? Was schnurrst du? Alles voller Blut an meinen Händen! Schau doch! Das ist Matsch, Alter. Was läuft mit dir? Aber dort liegt das Reh! Es lebt aber völlig zerfetzt! Was, hast du zu viel geraucht oder was? Dort hin, schau doch! Bäh. Boah, das stinkt. Das ist tot, Alter. Zwar schon lang. Überall Maden. Was? Aber ich habe doch gerade noch gesehen, wie es mit... So ein grusiger Gestank. Komm, weg. Hey, mich klopft's. Komm, wir gehen, sonst muss ich kotzen.
ein mega schönes Feuer geworden. Jetzt findest du es doch cool, dass du mitgekommen bist, gell? Gib's ja zu, es ist wirklich schön da. Und schau mal rauf, der Vollmond. Man sieht ihn dort durch die Bäume durch. Und die Sterne auch. Phil, gib mir noch ein Bier. Wir haben nur noch 3. Ja, es gibt schon überall. Hey, wow, ist das schon gut? Okay. Waret oder Tat? Yes! Hä, was ist das? Du kennst Wahrheit oder Tat nicht? Du wirst es lieben. Was muss ich machen? Okay, das schnallst dann schon. Also ich fange mal an. Gib mal die leere Flasche deiner Steffi. Also, Ich mach's mal so auf dem Stein. Wow! Okay, Phil. Waret oder Tat? Wahrheit oder Tat? Wahrheit. Okay. Wann und von wem hast du deinen ersten Kuss bekommen? Also. Das war vor 4 Jahren mit 12 und zwar von einer Kollegin von meiner älteren Schwester. Die Erika. Erika Richter? Erika Richter, ja! Never! True. Und es ist nicht nur bei einem Kuss geblieben. Was? Was? Alter! Hey, was passiert eigentlich, wenn man lügt? Hey, Mann, ich lüge nicht. Frag doch die Erika. Okay, Phil, du bist dran. Trill. Gut. Oh, Zoe. Wahrheit oder Tat? Tat. Da wisst ihr schon etwas. Aber für das sind wir noch nicht zu viele Leute. Ja, ist schon gut. Ja, ist ja gut. Warte. Also, dort vorne, siehst du das Mühle dort? Lauf dort drüber. Yes, Game on. Hey, Spinnen, da geht's hinten mega steil runter. Wer Tat nimmt, muss liefern. Genau. Ich fange die dem schon auf, wenn es stolper ist. Schon da oben. Hey, hört auf! Okay, ganz einfach. Schaut. Fuck, Zoe, pass auf! Alles okay, Zoe? Fuck, das war mega knapp. Das war mega super. Ich habe alles im Griff. Jetzt dünnt nicht so. Es ist alles nur Show. Sehr, sehr lustig, Zoe. Oh Gott, Bessie, jetzt bist du mal ein bisschen locker. Du bist doch sonst immer so der geile Balkan-Dude. Weißt du, aber wenn es drauf ankommt, hast du nichts zu bieten. Ausser vielleicht das alte, gefälschte Marken-T-Shirt, das vor 2 Jahren schon dein Brüder angehabt hat. Hey, so. Weißt du was? Stimmt, du hast recht, okay? Ich gehe jetzt nämlich heim. Mein Bruder braucht sein T-Shirt wieder zurück. Nein, Bessie, sorry. Sorry. Es war mega blöd. Sorry, ich habe es nicht so gemeint. Bleib bitte. Bleib. Ich schaue mich nicht so an. Ja, also gut, ich bleibe. Okay. Also noch eine Runde. Ich habe eine Tat gemacht, ich darf noch mal trüllen. Okay. Also. Steffi! Wahrheit oder Tat? Ich habe eigentlich nicht so Lust. Komm jetzt, Steffi, jetzt bist du nicht so eine Spielverderberin. Ja, okay. Also, Wahrheit. Wer in unserer Klasse würdest du am liebsten küssen? Vergiss es, das beantworte ich nicht. Du hast Wahrheit gesagt. Hey, oder wir verwandeln es in Tat. Das geht auch. So. Ja, also gut. Tat. Dann darfst du jetzt den Besim küssen. Das mache ich sicher nicht. Hör jetzt auf, Zoe! Ich weiss schon, warum du den Besim nicht küssen willst. Stehst du etwa auf mich? Nein, von uns 3 würdest du, wenn schon, dann mich küssen, gell? Nein! Ja. Steffi, stehst du etwa auf Pussys? Hey, fuck you, Zoe! Super Leistung, Zoe. Steffi, wart! Steffi, wart! Was ist mit denen los? Ist doch alles nicht so ernst, oder? Fuck. Hey, das ist nicht so schlimm, Zoe. Es sind doch einfach Sprüche gewesen. Hey, fuck. Ich weiss im Fall nicht, was mit mir los ist. Du zitterst ja. Schau da. Nimm meinen Pulli. Danke. Komm, bitte. Komm doch mal ein bisschen näher. Ist alles okay bei dir? Ich weiss im Fall nicht. Ich habe das Gefühl, alles ist einfach mega straub im Moment.
Die beruhigt sich dann schon wieder. Und ich meine, das Zweite ist doch auch schön. Meine Eltern haben mir vor einer Woche gesagt, dass wir im Herbst in die USA ziehen. Mein Vater hat irgendwie einen Job dort oder so. Was? Der Herbst? Und ihnen ist einfach scheißegal, ob ich das will oder nicht. Ich meine, meine Mutter hasst mich ja sowieso. Hey, jetzt mach dir nicht zu viel Sorgen, Zoe. Es ist ja noch nicht Herbst. Wir können doch einfach den Moment geniessen. Das ist einfach so scheiße. Hey, du siehst mega hübsch aus im Mondlicht. Komm mal da an. Fuck, was machst du? Ich habe nur gedacht, wir könnten Hey, was läuft mit dir? Hey, ich brauche deine Hilfe als Freund und du willst mit mir einfach nur rummachen, oder was? Okay, weißt du was? Dann mach doch, was du willst. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Kannst alleine da bleiben. Ciao. Phil! Phil! Ich brauche deine Hilfe als Freund. Oh, Mann. Freund? Die Abend hat sich ja mega gelohnt. Hallo? Wer ist da? Da haben wir den Glück. Und was machen Sie da? Ich brauche Hilfe, bitte. Ich habe mich verletzt mit dem Seil. Wieso? Was? Siehst du nicht, ich brauche Hilfe. Ich hänge da, komme nicht mehr rauf auf den Block. Aber Sie sind doch der Nadine, Ihr Vater, der Herr Francioli. Wie kann das sein? Ich brauche Hilfe. Mein Hals tut mir so weh, es drückt. Fuck, was ist das? Hilf mir. Fuck! Scheiße. Scheiße. Ja, ich weiss, sorry, aber bitte, Mami, kannst du mich nicht einfach abholen kommen? Ich weiss, aber ich bin im Wald allein. Bitte, ich will nicht alleine heim. Hallo? Mami? Scheiße. Danke, Besim, dass du mich bis heim gebracht hast. Ist doch klar. Oh, es ist schon 3. Ich muss leislich reinschleichen. Hey, tut mir leid, was Zoe zu dir gesagt hat. Was sie dir gesagt hat, war auch nicht gerade ohne. Ja, aber weißt, ich glaube, es geht ihr im Moment nicht so gut und sie ist eigentlich eine Liebe. Das hat man heute nicht so gemerkt. Oh, wenn wir vom Teufel... Zoe? Ja, aber jetzt gibt's für heute mal eine Zoe-Pause. Also, schlaf gut, Steffi. Ja, du auch. Besim, komm, nimm das Telefon ab. Da ist der Besim. Oder auch nicht. Red nach dem... Du Arschloch, drückst du mich weg oder was? Ja, schau, seht ihr? Ich gehe aufs Mürli. Ich brauche niemanden, der mich auffängt. Schau, ich schaff's nur noch 2 Schritte. Oh, Besim, komm. Da ist der Besim. Oder auch nicht. Red nach dem... Scheiße. Besim, ich brauche Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Aber komm bitte. Bitte komm.
Zoe, fuck, es tut mir so leid. Du weißt nicht, wie viel Mal ich mir vorgestellt habe, wie viel Mal ich davon geträumt habe, wie ich das scheiß Telefon abnehme, wie ich die Nachricht höre, deine Stimme höre und komm und dir hilf. Wir sind schuld. Ich bin schuld. Wie ich zu dir war in dieser Nacht. Wir hätten dich nie allein zurücklassen. Es tut mir leid. Aber niemand von euch kann etwas dafür. Vielleicht bin ich ja drum noch da. Dass du dich daran erinnerst, was genau passiert ist in dieser Nacht? Nein, wegen euch. Vielleicht muss nicht ich loslassen, sondern ihr. Ihr habt nichts falsch gemacht. Es war einfach ein Unfall. Oh, schaut mal, es schneit. Kommt mal. Komm, wir geben uns alle die Hand. Ich habe das Gefühl, vielleicht löse ich mich dann auf oder so. Es ist echt schön, dass wir dich noch mal sehen können, Zoe. Mhm. Ich wünschte, dass du irgendwo an einen schönen Ort ankommst. Danke. Und wenn nicht, dann lütsch mir einfach an. Jetzt nehme ich sicher immer ab. Okay. Augen zu. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Seht ihr mich noch? Ja. Ich will auch. Oh Mann, es wäre so schön gewesen jetzt. Hey, aber ist doch auch schön, wenn du noch ein bisschen da bist. Ich meine, müssen wir unbedingt wissen, wieso? Ja, stimmt. Vielleicht gibt es ja gar keinen Grund. Und du gehst einfach, wenn du halt gehst. Ich weiss nicht. Etwas muss ich euch noch erzählen. Was denn? Ich kann euch eigentlich nicht beunruhigen. Was? Als ich in dieser Nacht von dem Mürli runtergefallen und auf dem Waldboden gelegen bin, ich bin mega müde und schwach geworden. Und dann habe ich eben etwas gehört, rascheln und Äste knacken und so. Hallo? 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 Hallo, Hilfe! Hallo, Hilfe! Ist da jemand? Ist da jemand? Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Und dann ist plötzlich ein Reh vor mir gestanden und hat mich so angeschaut. Was machst du denn da? Ganz allein? Hat auch niemand bei dir bleiben? Ich habe die Augen zugemacht. Es war vorbei. Niemand kommt mit, um mir zu helfen. Mami, Mami, hilf mir. Nein, Bibis, Mami, hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Aber als ich die Augen wieder aufgemacht habe, war kein Kind da, sondern... Hallo, Zoe. Was? Aber... Ich bin's. Bitte, bitte, ich bin runtergefallen. Helfen Sie mir. Der Mann ist näher gekommen und ich habe sein Gesicht gesehen. Ich vergesse das Gesicht nie mehr. Der hat ausgesehen wie tot. Fahl. Nicht menschlich. Er hatte eine Schlinge um den Hals und hat mich einfach nur angestarrt. Scheiße. Bitte, ich kann mich nicht bewegen. Helfen Sie mir doch. Niemand hilft dir. Ihr habt mir auch nicht geholfen. Und mit dir fängt es jetzt an. Die erste von 4. Wolfram, die Folge hat Simone geschrieben, unsere Kollegin, deine Mitproduzentin von Kraun. Und ich habe 2 Sachen sind mir aufgefallen. Zum einen mal Simons
Vorliebe für die 90er. Also ich wollte dich fragen, du hast es ja inszeniert, oder? Die Folge, genau. Hatte sie die ganzen Liedtitel eingeschrieben, die vorkommen sollen? Das wäre die Frage. Und dann ziehe ich meinen Hut, dass sie es geschafft hat. Zoe ist als Jugendliche eine ziemliche Bitch gewesen, zumindest in dieser Nacht, muss man echt mal sagen. Also sie schlägt ja wirklich jeden Krug kaputt, den sie dort finden kann, verletzt ihre Freunde. Aber dadurch, dass sie am Schluss abgesehen davon, dass sie stirbt, ne, aber das bedeutet mir jetzt nicht so viel, weil als Geist ist sie ja ein recht guter Ersatz, dass sie wiederkommt, meine ich. Aber sie hat ja trotzdem sehr bemitleidenswerte Szenen am Schluss. Mit ihrer Mutter finde ich ziemlich hart. Ihr habt den Bogen gut bekommen von einer Figur, die man eigentlich sagt, lasst sie bitte allein im Wald, hin zu, oh Gott, helft ihr doch bitte. Musik? Die ist von mir, die habe ich rausgesucht. Das habe ich 1999. Hast du getan. 1999 habe ich Butterfly von Crazy Town gehört und auf der Bassgitarre versucht nachzuspielen. Und das kommt hier vor. Genau, ganz wie 90er-Jahre-Musik. Also ich war da, muss ich ehrlich sagen. Es liegt aber auch bei die 4, das einfach super spielen. Also sie sind so viel alberner, der Fokus liegt überhaupt nicht auf zu Hause nerven die Kinder oder meine Beziehung funktioniert nicht mehr, sondern Saufen, schlüpfrige Details und Spaß. Und auch die Anlagen, wie sie sich später entwickeln. Also Steffi erleben wir ja sonst als eine, klar immer ein bisschen besserwisserische, aber eine sehr souveräne Frau. Und da ist sie noch so verstockt und irgendwie hat ihr Center noch nicht gefunden. Das klappt super gut. Oder Phil, der wirklich hechelnd durch seine Party- und Freundewelt läuft auf der Suche nach dem nächsten Kuss. Hat sich ja dann später auch, bleibt immer noch so als... das ist so sein Ruf, aber wir erleben ihn ja jetzt nicht mehr so als Womanizer. Ja, ist schön. Ist erstaunlich auch, finde ich, das funktioniert. Es sind ja keine bearbeiteten Stimmen, sondern sie haben sich jünger gespielt und dass es so geht, wenn der Text passend ist und das Drumherum und sie das sich zu Herzen nehmen, geht erstaunlich gut, oder? Ja, super. Also das hat aber wirklich auch was eben, das geben die Dialoge aber auch so vor. Also die Gespräche am Lagerfeuer sind überhaupt nicht so ironisch oder so ausgefeilt, sondern gibt es noch viel mehr dieses Teenager-Giggern und mal schnell was hingeworfen, aus dem Mund gefallen. Und das hilft dann natürlich total, dass sie das auch so spielen. Ja. Stimmt. Den Förster habt ihr auch schon. Ja. Ich habe die Stimme. Also das ist jetzt ein mega großes Fragezeichen. Ist ja noch nicht vorbei. Geht ja noch weiter. Ja. Geht ja noch weiter. Ja, das andere, was du gesagt hast, klar ist es so, dass die so jetzt vielleicht nicht nur sympathisch rüberkommt die ganze Zeit. Sie zerbricht viel. Gleichzeitig gibt es ja auch für alle die anderen 3 Möglichkeiten, wo man sich ihr gegenüber anders hätte verhalten können oder mehr hätte helfen können. Trotzdem, ja, klar. Wo man nicht gerade bei der ersten Zurückweisung sagt, okay, dann halt nicht. So. Ja. Das, glaube ich, genau das, was wir da versucht haben in der Folge. Und dann weiß ich gar nicht, ob ihr das wirklich versucht habt, aber was sich bei mir auch noch eingestellt hat, der Titel Wahrheit oder Tat, die Wahrheit ist quasi der Rückgang in die Vergangenheit. Da wird mir die Wahrheit erzählt und dann in der Gegenwart versuchen sie durch ihren Handkreis im Glitzerschnee den Worten Taten folgen zu lassen, sie zu erlösen und es klappt nicht. Und gut, so wie du reagierst, habt ihr das beabsichtigt gehabt. Das war schon beabsichtigt. Schön. Und dann habt ihr ja jetzt eben, ich habe es ja kurz gesagt, die Förster-Figur. Jetzt gibt es ja quasi einen neuen Showdown, Countdown, einer von 4. Also ihr habt ja jetzt quasi einen Cliffhanger gebaut, dass man jetzt um das Leben der anderen ja ein bisschen fürchtet. Tut man ja oft, aber jetzt noch mal so viel konkreter. Ist das in der nächsten Folge Thema? Ja, jein. Also eigentlich gar nicht mal so sehr. In der nächsten Folge geht es eher darum, wieder eine gewisse Normalität aufzubauen. Und sogar für Zoe, die jetzt ja noch da ist und eben nicht verschwunden ist im Feenstaub. Okay. Und wie aber eine Normalität für ein Geist aussehen soll. Ich wollte gerade sagen, oder für einen Grauen-Podcast. Genau. Daten ist das Thema. Das heißt auch das Date, die nächste Folge, wie da ein Date aussieht bei uns. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Zum Wohl. Prost. Mir geht das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, was Zoe erzählt hat. Hey, wegen dem Typ im Wald. Und bei dir fängt es erst an. Die erste von 4. Ich meine, das sind doch wir, die 4. Hey, jetzt komm ein bisschen runter, Steffi. Ja. Wir wissen doch gar nicht, ob das wirklich passiert ist mit dem Mann. Vielleicht hat Zoe sich das einfach eingebildet. Eine Nahtoderfahrung oder so. Und wenn wir als Nächste dran gewesen wären, dann wären wir doch jetzt auch schon tot, oder? Eben. Aber wir sind ja noch da. Genau. Ja. Uns ist nichts passiert. Ja, und was war mit dem Handyfluch, Phil? Hä? Oder in dem albanischen Bunker, Besim? Wolltest du sagen, dass alles Hoi zusammen. Hey, sorry für die Verspätung. Hey. Aber ich habe dafür eine Überraschung. Ich habe jemanden mitgebracht, mein Date. Salut zusammen. Ich bin der Defu. Freut mich viel. Hoi, Steffi. Ich bin der Bessim. Nimmst du ein Bier, Defu? Hey, hure gern. Eins nehme ich schon. Oder 2. Ja, könnt ihr noch ein bisschen näher rutschen? Ich bin viel zu weit weg vom Feuer und es ist scheiß kalt. Ja, Zoe, willst du uns etwas erzählen? Hm? Ich meine, wie zur Hölle hast du das geschafft? Was? Du weißt ganz genau, was ich meine. Du wolltest also nicht erzählen, dass ihr euch über Tinder kennengelernt habt? Ja, sicher nicht. Über Elite-Partner, Singles mit Niveau, weißt du? Nein, auch richtig oldschool. Oldschool sind für mich die ganz alten Kontaktanzeigen. Ja. Phil? Männlich und mollig sucht erhabene Fee für Freizeitbeschäftigung. Hey, Leute, ich gehe im Fall wieder ins Krafttraining. Hey, also komm, fertig jetzt. Zoe, raus damit. Wie kommst du zu einem Date? Nein, ich weiss im Fall wirklich nicht, was sie von mir wollen. Sorry. Wie echt? Kommt so eine gescheite und interessante und auch ganz ein bisschen klein, gut aussehende Frau zu einem Date? Ja, das frage ich mich auch. Hey, Bessim, du hast einen Zug drauf heute. Wow, heute habe ich Durst, ich spür's. Steffi, hast du mir Neues? Ja, ich weiss nicht, ob ich das verantworten kann. Vielleicht besser ein stilles Wasserli zwischendurch. Nein, weißt du was? Ich kann mir gerade selber eins. Ich muss zuerst sowieso noch pissen. Ach hey, also Besim, wie redest du? Weißt du, das sollte heissen, ich muss noch kurz auf die Toilette. Ja, genau. Excuse, ich muss urinieren. Entschuldigung, ich muss kurz Harn lösen. Ja, grüß Bessim. Kannst du gerade aufnehmen, dein Strassenvokabular. So ein Scheiß. So, ich kann jetzt im Wald pissen. Hey, willst du nicht lieber auf das öffentliche WC? Davor hat es gerade eins. Sie sind vorhin gerade dran vorbeigelaufen. Hey, what the fuck ist mit euch los, Leute? Ich tue im Wald im Fall etwas Gutes. Beste Dünger, bierverfeinerter Biodünger. Straight out of Bessim. Besim. Hey, Defu, was ist los? Nein. Mir kommt da wirklich Geschichte in den Sinn. Das ist gar nicht gut. Was für eine Geschichte? Fuck, das habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Hey, mit so Geschichten bist du bei uns genau am richtigen Ort gelandet. Oh ja. Aber hallo. Erzähl. Also, das war etwa vor 10 Jahren. Ich habe dann frisch eine datet, Lisa. Ich war ein bisschen die verschossen. Wenn sie getroffen hat, so kribbelt. Aha. Sie hat überall gekräuselt, unter der Rüppi. Ein warmes Gefühl. So ein bisschen, als hätte man einen warmen Sommerabend in der Brust. Ja. Wir haben uns vielleicht das 3. Mal getroffen. Und beim vorderen Date haben wir Händchen gehalten. Und für dieses Mal habe ich mir nachher insgeheim vorgestellt, dass wir ein bisschen münzeln. Ja. Das soll was machen? Ist ja der Gedanke daran, wir die Maulecke aufgezogen und bin hibbelig geworden, wie eine Sau. Wir haben abgemacht für einen kleinen Spaziergang durch den Wald. Ich habe ein paar Bier mitgenommen. Zuerst habe ich nur einen Stuss rausgelassen und mich bei jedem Satz verschnurrt. Shit. Aber nachher, nach 1-2 Hülsen, hat es gebessert. Hey, so schade. Ich muss deine Hand schnell loslassen, so schnell. Geh bisseln. Solange du dann wieder zurückkommst. Ein Sprint zurück, versprochen. Mindestens. Sonst lasse ich die Hand nicht mehr los. Dann hat sie mir so in die Augen geschaut. Und für einen Moment habe ich gedacht, jetzt gib ihr ein Münchi. Dann habe ich Angst bekommen und mich abgedreht. Irgendwo hinter einer Tanne. Oh ja, vielleicht da. Ist nicht schlecht. Und
wollte schiffen und dann höre ich etwas. Mach's nicht. Hä? Fuck dich. Was ist das? Zuerst bin ich so erklüpft. Dann habe ich gedacht, fuck, bin ich schon so hagelvoll, oder was? Ich war schon ein bisschen Käppele, aber nicht in dieser Weg. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt spinnst du. Ich wollte gerade zurückgehen. Da hat sich etwas im Wald verändert. Alles ist feister geworden, als würde sich der Wald verschliessen. Plötzlich geht mir etwas vor die Scheiche. Ich schaue runter und sehe ein totes Vögeli. Völlig verhuddelt. Die Füßchen haben ihm gefällt. Aus seinem Kopf ist ein dicker, fetter Wurm geragt. Bereue. Fuck! Ihre Scheiß bereue. Was? Was läuft hier? Fuck! Ich bin zurückgesäckelt, panisch. Kalt geschwitzt wie ein Affe. Dann komme ich zurück und sehe sie da. Was? Die Lisa. Sie war von oben bis unten voll mit Würmern, mit Maden, Blindschleichen, Tausendfüßler, Schaben. Und sie hat geäusset und gerannt. Sie ist bockstill da gestanden. Auf dem Boden kommen immer mehr Würmer, kommen auf sie zu, gerade rauf, von überall. Als würde alles Schleimige ohne Bein, alles Grusige an diesen Punkt herkriechen. Ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Nur noch ein kleines Büschel Haar hat unter den Maden vorgeschaut. Es waren so viele Viecher auf einem Haufen. Sogar ihr Gemüt ist gedämpft worden. Lisa! Lisa! Scheiße, nein! Fuck! Lisa! Ich habe auf sie eingeschlagen, draufgeprätscht. Mit beiden Händen, gefustet, probiert, das hure Ungeziefer irgendwie wegzuschaufeln. Nein, fuck! Lisa! Und er, wie auf einen Klapp, sind alle Würmer, alle Maden, all die abscheulichen Viecher von ihr abgefallen und zurück in den Boden. Verschwunden. Und es war ganz still. Und dunkel. Lisa! Fuck! Was ist passiert? Lisa! Geht's dir gut? Sie haben mit mir geredet. Was? Sie haben mir gedroht. Auf das Mal ist sie ganz anders geworden. Ihre Augen haben sich verändert, verdreht. Sie war ganz bleich. Und ihre Stimme. Du denkst, das, was unter dir liegt, der Boden, der Grund, du denkst, es stützt dich. Der Boden unter den Füßen, der sichere Stand. Aber der Boden, der Grund, ist ein Abgrund. Ein Zuhause für alles, was dich zersetzen will. Es kommt, es holt dich, es nimmt dich ab. Es beißt, es rupft, es gnagt, es frisst dich. Maden, Käfer, Würmer, das Modrige, der Dreck, Pisse, Scheisse, Blindschleichen, Schlangen. Du denkst, es ist versteckt, aber es ist da, unter uns. Der Boden erlebt, er zappelt, kriecht, schleimt, bewegt sich, er frisst. Und du spürst, wie es Stück um Stück aus dir rausreißt, wie die Haut aufgebissen wird, wie sie ins Fleisch gehen
unter deiner Haut vorwärts schnacken, wie sie sich in dir bewegen. Innen drin, in dir drin. Lisa! Lisa! Hör auf! Plötzlich hat sie geschwiegen. Und wieder ausgesehen. Wie die Lisa, die ich kennt habe. Dafu, was ist passiert? Boah, fuck, hey, nein, das ist ein hure Grusi. Oh mein Gott! Ja, ich habe sie nachher heim-begleitet. Und mir schon gedacht, shit, die kannst du nie mehr wieder sehen. Das wär ja völlig gaga. Ich meine, das war hure übel. Hure übel? Scheiße, ich würde sagen, das ist ein bisschen mehr als übel. Das ist der fucking worst. Ja, aber nachher nach einer Zeit hat sie sich wieder gemeldet. Oh shit. Ja. Irgendwie keine Ahnung. Ja, sie hat gar nicht schlecht getönt. Dann habe ich gedacht, okay. Aber sicher nicht mehr im Wald. Und überhaupt nie draussen. Schliesslich haben wir uns nachher in so einer Schickimicki-Beiz getroffen. Zuerst, als ich sie wieder gesehen habe, ist mir halb schlecht geworden. Ich konnte nur an die Würmer denken. Aber dann habe ich es irgendwie vergessen. Und es ist ein richtig schöner Abend geworden. Das Essen brutal fein. Also munzige Portionchen. Dafür endlos Gänge. Und ich konnte mich irgendwie wieder besinnen am Anfang. Wie es war. Das Gefühl, gerade frisch verliebt zu sein. Und nachher beim Rausgehen habe ich gedacht, eigentlich ist das alles gar nie passiert. Irgendein Traum, ein Hirngespinst. Schön gewesen. Finde ich auch. Also, ciao. Ciao. Wir kommen uns näher. Sie hat ihre Augen zu, ich auch. Und ich will gerade mit ihr anfangen zu züngeln. Aber aus irgendeinem Grund schaue ich noch mal her. Und dann sehe ich plötzlich eine dicke, fette, grusige Hurenmadde geragt langsam aus ihrem Mund. Dafu? Dafu! Sorry. Alter! Nein, hey, weh! Ja, fuck, ey. Das war eine Story. Ich bin dermassen froh, habe ich jetzt mal ein normales Date nach dem ganzen Seich. Ja. Du, da habe ich gerade kurz Lust bekommen auf ein kleines Küsschen. Hey, wie könnt ihr jetzt noch knutschen? Okay, überzeugt. Ich gehe jetzt aufs öffentliche WC, kein Ding. Ja, ist auch besser so. Hey, Besim, warte. Ich komme auch mit. Ich muss auch ein bisschen. Shit. Irgendwie fühlt es sich jetzt schon anders an. Also, der Wald und der Boden, ich spüre, dass es lebt. Das ist irgendwie... Hey Zoe, jetzt aber unter uns. Sag jetzt wo und vor allem wie. Hast du den Dafu kennengelernt? Ach ja, das ist irgendwie... Ja, okay. Ich habe mir vorgestellt... Fuck! Schau mal da! Was? Ja, da wo der Dafu gehockt ist. Oh shit! Alles voll! Alles voll Viecher! Wolfram, aus den Donnerstagsterminen wissen wir ja, dass du das Französische so liebst. Und aus den Vollmondterminen wissen wir, dass du das Berndeutsche sehr liebst. Gell? Da musst du ja die Folge ein blutiges Herz aufgemacht haben. Also ich mag das Berndeutsch sehr, wenn es von André Benziger kommt, muss ich sagen, genau. Der hat die Folge hier geschrieben, auch schon die Gute-Nacht-Geschichte, wo der Förster seine Frau verliert, genau. Genau, dieses schreckliche Märchen. Ja. Mir
gefällt das sehr. Ich finde, der macht da ist ja auch kein 1:1 naturalistisches Berndeutsch, wie die Leute da reden. Aber er spielt, finde ich, für mich sehr mit so lieblichen Begriffen. Die Figuren sind ja auch nicht so ganz 1:1 aus dem Leben gegriffen, sondern wirken ja auch manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen oder Alter und Art passt nicht unbedingt da zusammen, wie man spricht. Da sitzt der Devo da, der ist ja auch ein bisschen, also irgendwie ist alles sehr niedlich und sehr klein und auch irgendwie unglaublich naiv. Ich denke, es sollte ja doch so ein bisschen ein Kerl sein. Ich finde, das passt doch alles nicht ganz richtig zusammen. Ich habe eigentlich einen großen Spaß an dieser Reibung, die da entsteht. Ja, es ist genau das, was du beschreibst. Also, dass da dieser Klotz von Mann und wenn man, manchmal hat man ja einfach den Schauspieler oder die Schauspielerin vor Augen und der Jonathan Losli, den kennt ihr auch aus, wer Schweizer Fernsehen schaut und Filme kennt ihn auch, Bilder zum Beispiel. Ist ja nur auch ein Kerl von einem Mann. Und wenn er da mit dem Münchi kommt und weiß nicht, diese ausgestellten Begriffe und dann auch in so einer Runde, also wenn man sich das realistisch vorstellt, dass er da so in einen Freundeskreis reinplatzt, schräg, dass Zoe ihn mitbringt, mit so einer Selbstverständlichkeit. Und wie er dann davon erzählt und auch noch von einem anderen Date, das rückt für mich eher so ein bisschen ab, dass man denkt, was für eine seltsame, schräge Kunstfigur. Seltsamer Typ, kann nicht real sein. Klar, aber dann weiß ich auch, wer es geschrieben hat. Und dass ich genau daran Spaß haben soll oder das genießen soll, das Ausschmecken. Und dann rutscht es in dieser Geschichte in so den Body-Horror mit so ganz explizit ausgestalteten Matsch und Quetsch und die Stimme ist noch gedämpft und in die Beschreibung und das Lagerfeuer, unsere Freunde transportieren das auch, diesen Horror noch so mit. Und das finde ich, das ist wie zwei Farben, die ich gar nicht so richtig mischen kann. Dieses Süßliche vom Anfang, oder unschuldig hast du es gerade, glaube ich, genannt. Und dann quasi diese schrecklichen, und die muss ich ja fast realistisch empfinden, damit sich für mich auch so ein Ekel- oder Horrorgefühl einstellt, der Veränderung am Körper seiner Verabredung. Du siehst mich ein bisschen ratlos. Oder ein bisschen im künstlichen Raum. Ich konnte mich da jetzt nicht so extrem einfühlen. Ich konnte es mehr beobachten. Okay. Du, ja. Ich glaube, es ist auch für mich keine Folge, die mich am Einschlafen hindert. Ich finde schon, der Body-Horror, der funktioniert bei mir recht gut. Also, was eigentlich am schlimmsten, dieses letzte Date, das er dann hat, mit seiner, wenn sie sich dann wieder treffen im Restaurant, der sie dann wirklich küssen will und dann. Der Wurm nochmal sich, Genau, dieses Bild, das bin ich, denke ich, sogar noch das Schlimmste, noch fast schlimmer als alles, was davor kommt. Und auch tatsächlich, wenn er dann am Schluss vom Lagerfeuer aufsteht und dann auch lauter Getier an seinem Platz ist. Also das sind für mich von den Bildern doch schon sehr starke Bilder. Ja, ich weiß auch nicht mehr, dieses und dann gleichzeitig dieses Müncheli und so. Ja, man hat eben auch so ein bisschen das Gefühl, es hat noch eine ökologische Botschaft. Soll es noch so mittragen. Aber das ja nur am Rande. Aber das benennen die ja, glaube ich, auch Steffi und Phil so, wenn ich mir jetzt vorstelle, wirklich unter uns lebt alles, genau. Das ist ja kein Horror, das ist ja eigentlich eher Awareness. So könnte man es auch sehen, ja, genau. Aber ich muss sagen, eben von André Benziger kommen noch Folgen und das Thema Body Horror lässt ihn, glaube ich, auch nicht ganz los. Kommt nochmal in einer anderen Form vor und da, finde ich, funktioniert es wahnsinnig gut. Ich verrate euch nicht, welche Folge, ihr müsst warten. Gut, der nächste Vollmond kommt ja bestimmt. Und der nächste Donnerstag kommt auch bestimmt mit einem Krimi, aber eine Premiere. Oh ja, wir haben einen neuen Radiotatort. Brot weint. Von Dominik Berndt. Heißt der. Ja. Das wird schön. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.